Ihr seid enorm, das heißt enorm. Ich sage erst merci für Ihre massive Präsenz heute Morgen. Bravo. Platz ist voll, ich habe es gerade bestätigt. Wir sind zu mehr wie 5000 Manifestanten. Kolleginnen und Kollegen, nie mehr soll behaupten, der Nogibel wäre isoliert. Weil isoliert, das sind die meinen, sie wären alle an einem Boot und sich sowieso just gegenseitig wollen ersaufen. Isoliert als den auf einem warmen Stuhl an einem geschlossenen Indexklau beschließt. Isoliert als den, der von Uwener Ruf dem gesamten Salariat an alle Pensionierten hier am Land und Kaufkraft geht. Und wir sind das nicht. Wir sind die größte Vertretung, die einzig wirklich Gewerkschaft von den schaffenden Leuten und ihre Familien heute zu Lützeburg. Und heute um unserem 1. Mai, um Tag von der Arbeit, stehen wir heute, gerade lo, für Altleute an der Arbeit und an der Pension zu verteidigen, weil wir müssen sie verteidigen, weil sie genug gegriffen. Hau das den echten Ausdruck vom Widerstand von Nogibel zu der Politik vom Sozialaufbau, die im Moment betrieben wird. Chers collègues francophones, notre présence ce matin en dit long. Nous allons leur montrer que Nogibel n'est pas isolé. Le plus grand syndicat du Luxembourg, le seul à défendre les intérêts, ne va pas se laisser faire. Parce que nous sommes des syndicalistes. Parce que c'est notre devoir de dire non au démantèlement social. Aujourd'hui, ce 1er mai, le jour de la fête du travail, nous marquons un signal fort au gouvernement. Je vous remercie encore pour votre présence massive ce matin. Et chers collègues francophones, je ne peux pas tenir le discours dans les deux langues, parce que ça va être trop long. Je compte sur votre compréhension. Je vous prie de suivre la traduction sur les écrans. Merci. Kolleginnen und Kollegen, der Nogibel hat den sogenannten Tripartit-Akkord nicht mitgedrohen. Und das aus vielen Gründen. Den ersten Grund ist den, dass es sich um nicht mehr an nicht Männer handelt, wegen tiefgreifend Indexmanipulation. Dazu wichtiges Instrument, Tripartit, wird missbraucht, für just an einem just und den Index zu gehen.
Oh la la, das kann stimmen. Das ist gut. Den Index, eine von unseren wichtigsten sozialen Errungenschaften, für den wir an als Vorgänger immer rum müssen kämpfen. Eieiei, was geht das da noch? Kann die Ahnung sein. Den Index, die einzige Kompensation, die wir haben für den Kaufkraftverlust von den Leuten. Den Index wirft der Kollektivvertrag an den Mindestlohngesetz ein von just 3 Lohngesetzen hier im Land. Elona, bist du schon Kamellen? Kamellen! Saint-Nicolas est arrivé. Hi. Hör einfach ein bisschen weiter. Hör weiter. Den Index ein unersetzliches Instrument für als Löhne, als Renten und als Sozialleistungen und Lebenskosten anzupassen. Den Index ist eine Garantie für den sozialen Frieden hier im Land. Das mal so leid, Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ich habe schon zu viel geschaut. In der W. Genau den Index war quasi das einzige Thema an der Tripartit. Und genau den Index, der geht Regierung und Patronat bis an das Jahr 2024 manipulieren. Bis an Mandat von der nächsten Regierung. Bis an eine Zeit, wo wir nicht wissen, wie es mit dem grausamen Ukraine-Krieg geht. Mit dem Risiko, auf Dauer ein oder mehr Indextranchen ganz zu verlieren, Kolleginnen und Kollegen. Nicht mal mit GBL. Den OGBL ist an die Verhandlungen gegangen, für dass es den Leuten noch besser geht, nicht mehr schlecht. Für dass ihr Kaufkraft gestärkt wird, nicht geschwächt. Für dass sie ihren Index behalten, nicht verrickelt oder geholt kriegen. Für das sie darüber hinaus in der Därme gegriffen kriegen. Für die Explosion von den Preisen zu packen. Nicht für das sie pur Kaquette kriegen, am Platz von ihrer Indextranche. Und das ist auch schon der zweite Grund, für was wir nicht unterschrieben haben. Weil den Index ist nicht zu ersetzen. Es ist auch kein Scheck oder ein Steuerkredit, der von den Steuergeldern zu bezahlen ist. Es ist eine Lohnanpassung, die der Patron aus seinen Salarien zu bezahlen hat, für ihre Kaufkraftverlust auszugleichen. Der Index ist ein integraler Bestandteil von unserem Lohn, den wir uns erschaffen, den wir uns verdienen. Das soll an den darf nicht wie eine Sozialhölle vom Steuerzahler selber bezahlt gehen.
Employerinnen. Weil hinten geht es ja so schlecht. 2 Indextranchen geben ihnen Genickbrüche, so und so. Alle Betriebe und alle wirtschaftlichen Bereiche gehen da Futti, so und so. Ma wo dann, Kolleginnen und Kollegen? Etwa am Bankensektor, wo Gewinn gemäht ging aus von plus 30% an einem Jahr. Kollege, Sie präsen, da wo all den erschafften Reichtum lo an Tasche von den Aktionären fließen und die Leute, die hier Indextranche nicht kriegen. Wo Großbanken lo rausgehen und prallen mit hunderte Millionen Euro von Dividenden, die die Aktionäre bezahlt werden. Auch von denen 800 Millionen Euro, die ein Indextranche kostet, geht de lo, Kolleginnen und Kollegen, den größten Teil, den allergrößten Teil von unserer Tasche an hier Tasche. Sie packen es nicht, die Indextranchen auszubezahlen, so und so. Etwa bei Amazon, große Krisengewinner mit Milliarden Beneficer, gleichzeitig Niedriglohnpolitik. Amazon Europa, die einfach mal so am Jahr 2021 kein Euro Steuern bezahlt wird. Da kriegen die Leute zu Lützeburg ihren Index nicht, wenn er fällt. Als der Jeff Bezos wirklich auf die Suchen angewiesen. Sicher nicht, aber die Leute sind nicht, Kolleginnen und Kollegen. Betrieber wie Futti, so und so. Covid hat sie gebeutelt. Etwa am Handwerk, wo an den letzten 2 Jahren über 700 Betrieber hier im Land abgemäht sind. So schlecht muss es ihnen gehen, dass über 700 Entrepreneure morgens abgestanden sind und dezidiert tun, einen Handwerksbetrieb aufzumachen. Der Krieg mit all seinen Konsequenzen auf die Energiepreise, auf Lieferprobleme, erlaubt ihnen nicht, ihre Leute den Index auszubezahlen, so in der Industrie. Aber da muss es schlecht um sich stehen, wenn ein Indextranche in den Genick bricht, wo hier Lohnkosten am Durchschnitt bei 20% liegen. Ihnen alle Guten an der Industrie so schlecht gehen wie viele große Betriebe wie ArcelorMittal, die stolz mit seinem Rekordbenefis von 15 Milliarden Euro das Jahr geprahlt wird. Schlecht muss es ihnen gehen, einem Betrieb wie einem guten RTL, Rekordgewinner, eine Croissance von 132% an einem Jahr. Statt ihnen also Genick von ihrem Personal mussten hier Indextranche korrekt ausbezahlen. Die großen Supermarscheen, die einzig, die auch noch abwaren an der Pandemie. Sie haben nicht nur Lebensmittel verkauft. Sie haben dick Geschäfte gemäht. Können die ihrem Personal, die schon kein dick Peuen haben, wirklich keine Indextranchen ausbezahlen? Die bumme Resultate, Kolleginnen und Kollegen, an alle Sektoren, sie von den Leuten erschafft geben. Sie sind dank ihren Erfahrungen, ihrer Arbeit, ihrem Engagement erschafft geben. Der Straßentransport geht Futti bei 2 Indextranchen, weil sie so Probleme haben mit Preisen und der Pompelsohnse. Der Sektor, den sie Ausschreibungen an all seinen Tarife automatisch indexiert, geht also Futti, wenn sie das selbst müssen bei ihren Leuten machen. Sicher nicht, Kolleginnen und Kollegen. Am Spitalsektor, am Pflege- und Sozialsektor, am Enseignement, am gesamten öffentlichen Dienst, an den Servicebetrieben, am Nettoyage, am Gardiennage.
Da sind sie überhaupt nicht wirtschaftlich von den Energiepreisen noch von den Lieferengpass betroffen. Und aber kriegen all die Betriebe laut der sogenannten Energietripartit den Index geschenkt und all die schaffenden Leute kriegen geklaut, Kolleginnen und Kollegen. Und der Kornbild von der sogenannten Tripartit als dann den Solidaritätspakt zu nennen. Solidarität für wem? Mit wem? Wem muss halt wem in den Arm greifen? Die einzig von denen Lohnverlangen zurückzustürchen, das sind Leute, und das zugunsten von den Betrieben. Wir sehen das nicht echt der Fuddelpark nennen. Der gesamte Tripartit-Mesurepark geht just an einzig an der langen Antenne von den Patronen. Zusätzlich zu den söllischen Äden und Entreprisen, die noch sowieso kommen, kriegen sie also alle Gurten, Flaschendecken, Mattergeiskan, monatelang Indextranche geschenkt. Wir kriegen dafür während 3 Monaten lächerlich 7,5 Centiliter Benzin. Die 7,5%, die Betriebe natürlich auch kriegen, so ist es ja nicht. Aber wir kriegen dafür eine Subvention des Loyers. Eine Subvention des Loyers, die schon 400 Tripartiten an einem Gesetzesprojekt stehen. Und die auch nicht mehr muss geholt, weil die Loyer explodieren. Aber weil wir einfach nicht fertig bringen, einen ordentlichen Mietpreis bei uns zu Lützeburg zu holen. Und das war es da schon. Schon bald mit dem, was Leute kriegen. Während die Entreprisen Millionen Euro Hilfe kriegen, plus die verreckelte Indextranchen. Und dafür sollen wir dann bei den Geringverdiener einen Steuerkredit als Kompensation kriegen. Das nie eine wirkliche Kompensation für den Index kann sein. Erstens, weil es Männer ist, nicht jeder nicht kriegt. Das ist wie den Index nicht auf den Überstunden, auf den Supplement, auf die Majorationen, auf die Primen, die Permanentanalitäten, dem 13. Monat, der Chef der Familie und so weiter fällt. Es geht nicht mehr an Pension berechnet. Wir kriegen nicht mehr keine Kompensation für all die Elemente. Wir kriegen den Index einfach nicht auf all diese Lohnelemente, wodurch sie dann noch zusätzlichen Wert verlieren. Dafür, Kolleginnen und Kollegen, es handelt sich um nichts anderes wie Makulatur. Es ist eine Almosenpolitik von der Indexmanipulation aufzulenken. Es stellt sich vor, wie dumm Hase ist, dass man nicht gegen merken, das heißt den Index holen, ob bei einem Lohn, den wir erschaffen, den wir verdient tun, und als dafür verkaufen, dass es ja alles nicht so schlimm ist, weil wir dafür eine staatliche soziale Hilfe kriegen. Abgesehen, dass die Indexmanipulation bis 2024 beschließen, aber hier lächerliche Kompensation just für die Eichtranche steht. Und zweitens, Kolleginnen und Kollegen, wie all Sozialhilfe geht doch die Hai aus unserer eigenen Tasche finanziert. Wir bezahlen zweimal. Dem Patron machen wir den Kado von unseren Indextranchen. Und wir bezahlen darüber raus nach als eigene Kompensation. Das ist eine verreckte Umverteilung von innen nach oben. All die schaffenden Leute und ihre Familien müssen all die Betriebe in den Arm greifen. Und das ist nicht so, Kolleginnen und Kollegen, dass der Nogibel nicht da gesagt, dass verschiedene Betriebe wirklich aus Schwierigkeiten kommen können. Wir haben sogar an der Tripartit-Propose gemäht, wie ihnen cibliert kann helfen. So wie der Nogibel während all den letzten Jahren an der Covid-Krise immer all Hilfen und Entreprisen unterstützt wird. Ich will das nicht erinnern. So viel hunderte Millionen Euro für die Betriebe während Covid mit der Unterstützung von Nogibel. Und an dieser Krise,
Du waren wir auch gewillt zu helfen. Wir waren auch gewillt, eine Analyse zu machen. Wer sind dann die Betriebe, die mussten geholfen kriegen? Ihr könnt 3 Mal roden. Das wollt ihr nicht. Weil es gaufe keine Zahlen auf den Tisch gelegt von den Patronen. Es gaufe keine differenzierte Analyse gemäht. Weil sie das nicht wollten. Weil sie just nehmen etwas wollten und den Index. Und die Regierung hat das Plan überholt. Die 3 Regierungsparteien sind für ein Patronat an die Knie gegangen, Kolleginnen und Kollegen. Und dann versuchen sie uns als ideologisch durchzustellen. Und wir waren pragmatisch. Wir haben noch konkreten, ziblierten Hilfegesicht für die Leute, für die Betriebe. Auf der anderen Seite möchte als Regierung eine Almosenpolitik für die Leute. Sie hilft, sie sollen nicht ja selber, den Schwächsten aus der Gesellschaft. Holen jeder Rang seine Indextranche, und in den untersten Revenusklassen, die sogenannten Kantil 1, der Kantil 2, eine Sozialhilfe von ein paar Euro, für das sie was runterkommen. So wie die Stadt gerechnet wird. Und auf der anderen Seite, da schenkt die Regierung undifferenziert alle Betriebe ausbezahlen bis an nächstes Jahr, bis April 2024, ein paar Indextranchen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben Ihnen proposiert, auch Betriebe erkannt, abzudelen. Auch da die schwächsten Glieder aus der Kette überkompensieren. Das wollten sie nicht hören. Weil die Betriebe wollten alles, die Regierung hat ihnen alles gehen. Almosen bei den Leuten, Gießkann bei den Betrieben. Dafür, rein ideologisch, war just Patronat. Weil dem was von Anfang an im Appes gegangen, hier einen ewigen Dram von der Indexmanipulation zu erfüllen. Das wie immer. Den Index ist nie ein Problem, wenn er nicht fällt. Sobald ein Trancher fällt, ist der Index ein Problem für sie. Das seid immer. Wie immer kommen dann Einzelpatronatsverträge aus all ihren Ecken raus, auf Versicherungen zu attackieren. Und hey haben sie just auf den richtigen Moment gewartet, zuzuschlagen. An Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist in Fakt, Herr Reckinger, in Fakt, wenn lo den grausamen Ukraine-Krieg missbraucht wird, für die Leute und hier Kaufkraft zu holen. Dabei war der OGBL den nächsten, zusammen mit anderen Organisationen, die noch eine Antikriegsdemo aufgerufen hat. Zu Tausenden haben wir uns auf der Place Clairefontaine versammelt, das ist noch nicht lange hier, für den direkten Stopp von allen Kriegshandlungen, für den Aufzug von den russischen Truppen aus der Ukraine, für humanitäre Hilfe, für alle Kriegsflüchtlinge, für den Frieden. Und wir haben keinen von ihnen gesehen, ob der Manif. Wir haben noch keinen von denen gesehen, die jahrelang dick geschafft haben, mit den russischen Oligarchen gemäht tun. Den OGBL lässt sich nicht vorwerfen, den Krieg nicht seriös holen. Den Krieg nicht seriös holen muss den, den er benutzt, für politisch als soziale Bestützstand zu greifen. Bestehen in die immense Solidarität von der Lützeburger Bevölkerung, all als menschlich Betroffenheit, den nutzt, für die Leute Angst zu machen, den der Krieg als Argument benutzt, für ihnen etwas wasch zu holen. Das ist inakzeptabel, Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind Rosen. Den OGBL ist Rosen. Wir sind einmal Rosen, weil überhaupt so einen inakzeptablen Akkord Buckel von den Leuten gemäht ist. Wir sind zweimal Rosen,
weil ohne die größte Gewerkschaft am Land ein Tripartit über die Knie gebracht ist, aufgeschlossen ist, mit einem Resultat, was just Sozialaufbau ist und überhaupt nicht klar ist. Und es stellt sich hier immer mehr raus, dass hier das Kartenhaus zusammenbricht. Weil es schon noch als Druck muss noch gebessert gehen. Weil es schon auf die Allokation Familie zurückgerudert gehen ist. Weil es schon der Vizepremierminister selber muss rausgehen und zugehen, eine von den Mesuren, die ist total sinnlos und sie ist ja nicht mehr symbolisch. Schon nur der Innerschrift Chemie weiß, wie der Kompensationskredit soll gerechnet gehen. Weil ob einmal ein Tag nur der Innerschrift nicht klar war, ob das Ganze überhaupt verfassungskonform war. Weil auch eine von den anderen zwei Gewerkschaften zwar anscheinend noch immer nicht gegen den Akkord ist, aber auch immer Männer dafür. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, über kurz oder lang wird jeder am Land merken, dass die Leute massiv auf da gedrückt sind. Und wir sind dreimal Rosen. Wir sind nach Rosen. Weil nur dem den OGBL sein legitime Nähe dazu gesucht hat, als Versicht ihn als durch den Dreck zu ziehen. Für hier Indexmanipulation und den Mann an Frau zu kriegen. Da haben sie Miste versichernde Leute erklären, dass das eine super Sache wäre. Aber kein von den drei Regierungsparteien hat sich nur noch gescheit, den OGBL zu probieren, schlecht durchzustellen. Wir, OGBL, hatten kein Verständnis für den Krieg, ein Frasche. Wir wollten überhaupt nicht für Betriebe machen, das ist einfach nicht wahr. Wir geben einen Tripartit Platz lassen, weil wir just etwas wollten für die Großverdiener, aber das hier gerade dem OGBL zu erstellen, dass ein Frasche dann ein Liegen zu summen. Kolleginnen und Kollegen, was sie da für sich tun, das geht nicht. Das bleibt hängen. Der Gewerkschaft vorzuwerfen, dass sie nicht mit patronater Politik eine Indexmanipulation wollten schreiben und als dann will schlecht durchstellen, das werden wir nicht vergessen. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen aus einer langen, schweren Zeit. Wir konnten also als Gewerkschaft nicht so versammeln, wie wir es gewinnt waren. Wir haben die Leute alle gut gelitten, ob der Arbeit, am Privaten, gesundheitlich, mental. Die psychologische Belastung von allen Leuten, von den Jungen, von den Schaffenden, von den Pensionierten, die war enorm. Wir haben so viel mitgemacht. Und wir waren zum größten Teil alle gut solidarisch mit dem, was an der Covid-Pandemie passiert ist. Als Regierung hat es so viel Dank ausgeschwart für die Leute aus den essentiellen Berufen, die unter erster Front, am Nettoyage, am Kommerz, am Gardiennage. Sie gute Merci gesagt von der Regierung, weil sie als überleben, als blank überleben ermöglicht tun. An Haut gehen sie in ihren Index. Gesundheitsberufe, Pflegeberufe, die auch so viel mitgemacht haben, die kriegen Haut wohl zum größten Teil gar keine Kompensation mehr dafür. Und die nicht konnten schaffen während der Covid-Krise, die hatten noch nach finanziell viel Abbußen, durch Chômage partiell. Und dann, Kolleginnen und Kollegen, nach Covid kommt die schlimme Krise in Europa. Denkst du, geh weiter. Die Energiepreise sprengen durch den Plafond. Wir sehen, haben wir alle gut, Leute alle gut, und unseren Heizkasten eine Verdoppelung oder sogar mehr lebt. Beim Tanken ist es nicht viel besser. Andere Preise klammen nur noch. Die Inegalitäten, die schon vor Covid bestungen, die klammen weiter. Tendenz ist ungebracht. Wir waren in Lützeburg für 15 bis 20 Jahre Spitzenreiter. Heute liegen als Inegalitäten über dem europäischen Durchschnitt. Und alles das
gekoppelt mit dem unbezahlbaren Wohnraum halt zu Lützeburg an der Grenzregion, das mischt alles die Leute sehr Probleme. Sie haben Probleme für Moment vom Mond dann aber in zu kriegen. Aber viele Leute, dann haben wir für kurzem gesehen, bis die an die Mittelschicht ran, müssen bei der Office Socio für Hilfe fragen oder an die Epicerie Soziale kaufen gehen. Kolleginnen und Kollegen, an dem dort Kontext, den ich nur beschrieben habe, als der OGBL an einen Tripartite gegangen, für etwas für die Leute zu machen. Und an dem dort Kontext als die Regierung hingegangen und hat einen Attack auf als Kaufkraft geritten. Das geht nicht. Wir müssen uns dort entführen und das machen wir, wir werden nicht weitermachen. Als Manifestation von Haus. Das ist ein Zeichen von unserem Widerstand gegen die Politik. Ein langer Phase vom Lohnkampf ist angelaufen. Es geht ein langer Weg, aber wir gehen nicht von dem Weg auf. Der OGBL hat eine lange Noten, das werden Sie gesehen. Wir gehen nicht ab, Kolleginnen und Kollegen, bis der Indexmechanismus normal funktioniert. Wichtig, dass wir gerade so eine starke Gewerkschaft sind. Eine Gewerkschaft, die ried bleibt. Eine, die probiert, Lösungen um Verhandlungstisch zu finden. Mehr war nicht notwendig, als die auch absteht. Also es wird. Und das sind wir am Gang zu machen. Und das heißt der Anfang. Das heißt, der Anfang von etwas Großem, von einer Bewegung, die es fertig bringt, wirklich Sachen zu verändern. Wir sind alle ein Teil davon. Und auf Zeit werden alle guten Leute immer mehr verstehen, dass ein Akkord Verlust für sie bedeutet. An ihrer Pai, an ihrer Pension, immer mehr Leute werden sich mal motiviert zusammen wehren. An all denen, die gemeint tun, die Leute sind doch zu bequem, es geht kein mehr auf die Straße, mit denen weisen wir den Konträr. Und nicht, weil wir das wollen, aber weil wir just darüber raus sind. Nee, weil Politik und Patronat als zurück auf die Straße drückt, indem sie den Index attackieren, einen historischen Acquis. Attackieren sie das Sozialmodell, schwächen sie den Sozialdialog. Und da ist etwas, Kolleginnen und Kollegen, was die Regierung mit dem System hinter Jahren und Jahren probiert. Immer dürfen wir für fair accompli gestaltet in den letzten Jahren. Immer haben sie es nicht gerufen oder just für die Show. Und heute geht es sogar so weit, dass sie so in den Sozialdialog bedeutet, eiserner Schrift oder einer Indexmanipulation oder gar kein Sozialdialog mehr. Aber wir brauchen, Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen keine Regierung, die viel vom sozialen Dialog schwatzt. Wir brauchen eine Regierung, die den sozialen Dialog mischt. Wir als Regierung, was mischt die bricht d'accord mit der Gewerkschaft sein. Sie bricht hier eigene Engagementen, hier Versprecher vis-à-vis vom Wähler, hier eigene Werte. Weil was Sie sozialen Dialog seht, dann heißt das in Wirklichkeit, Sie diktieren. Was Sie Solidarität seht, dann heißt das Umverteilung von innen nach oben. Wenn Sie Tripartit seht, dann heißt das Bipartit mit dem Patron. Aber wenn die Regierung sieht, sie mischt keine Austeritätspolitik, dann heißt das, dass man auf das Schlimmste gefasst machen. Was sie sieht, sie geht nicht unter den Index, da wissen wir spätestens heute, dass sie genau das mischt und den Index manipuliert. Wir richten heute den Appell. Und alle einzelnen Deputierte von der Chambre sagt nee zu dem Tripartitsakkord. Nee zu dem Akkord, der kein ist, weil er von der Gewerkschaftsmajorität nicht unterschrieben ist.
die Damen und die Herren Deputierte aus der Chamber, macht ihr nicht schuldig um Demontage vom Lützeburger Modell auf vom sozialen Frieden. Nicht schuldig durch Attacke gegen die Löhne von den schaffenden Leuten. Steht an für den sozialen Fortschritt. Steht an für die Verteidigung von den sozialen Errungenschaften. Steht an für den Aufbau von den sozialen Ungleichheiten. Weil dafür sind ihr vom Volk gewählt. Kolleginnen und Kollegen, von unserem Sozialmodell, den sich historisch abgebaut wird, den erkämpft ging ist, wenn der Schritt für Schritt umgegriffen wird, wenn gesellschaftliche Kräfteverhältnisse immer weiter eine Verschiebung erleben durch die wirtschaftliche und politische Macht vom Kapital, wenn nur unsere jahrelange Austeritätspolitik mit ihren ganz schlimmen Konsequenzen wirtschaftlich, sozial gesehen, wenn dann all politische Versprechen gebracht gehen, das käme nicht rüber, das geht keinen den Index gehen. Mit dann haben wir eine politische Schieflage am Land, Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn dann nach der Pandemie, an der Angst vor dem Krieg, an Angst vor der Flüchtlingskrise vorbeikommen, dann ist das der Nährboden für populistisch, nationalistisch und rassistische Tendenzen, und das darf man nicht zulassen. Wir brauchen nicht weiter ins Ausland gucken zu gehen, um zu wissen, was wir nicht dürfen zulassen. Es ist gut, dass Le Pen nicht gewählt ist. Es ist richtig, das ist wichtig für uns alle, das ist wichtig für Europa. Der Faschismus darf nie eine Option sein. Nie. Aber das wissen wir alle, also es ist erschreckend, wie hoch trotz allem Le Pen gewählt ist. Und auch das soll uns eine Warnung sein. Weil durch die Ungleichheiten, die der Neoliberalismus erfährt, wird der Faschismus gestärkt. Der Wort von den Leuten, die geht immer dann extrem, wenn sie sozial geschwächt gehen. Dafür muss der Neoliberalismus gestoppt gehen. Und noch der Präsident Macron, der Präsident der Riche, darf nicht vergessen, dass sein Wahlresultat Stimme gegen die Rechtsextrem war. Er hat keine Freifahrtschein. Er darf keine weiter liberale Politik machen. Und er muss seine Politik auf Frage stellen. Und auch dafür stimmen wir heute auf unserem 1. Mai. Weil der 1. Mai ist und bleibt der Tag von den schaffenden Leuten. Der 1. Mai ist der Tag von der Arbeit, der Tag vom weltweiten gewerkschaftlichen Ersatz. Für Gerechtigkeit, für Frieden, für Freiheit, für die Emanzipation von den Schaffenden, für ihre Rechte. Kolleginnen und Kollegen, der 1. Mai ist ein internationaler Tag, der keine Grenze kennt. Und das ist gerade für uns so wichtig auszudrücken, wo wir ja in einem Land leben, wo bald Tausend von den schaffenden Leuten Frontalier sind. Wo wir doch an allen ökonomischen Sektoren so angewiesen sind, darauf, dass als Kollegen Grenzgänger all Kilometer von daheim fortmachen, für hier schaffen zu kommen. Wo wir während Covid immer neu bewusst gehen ist, wie abgeschmissen wir da wären, wenn sie nicht über die Grenze kämen. Aber wo man dann aber an dem Kontext immer mit politischen Entscheidungen konfrontiert gehen, die über 200.000 Salarien, die unser Reichtum Heimat schaffen, einfach ausschließen. Studentenbussen, gratis Maison Relais, gratis Schulbücher, gratis Kantinen, Unterschiede bei der Sozialversicherung, bei der Besteuerung. Alles das sind immer nur ein paar Beispiele von der Diskriminierung, denen Frontalien immer noch rausgesagt sind. Und gleichzeitig fehlte dann alle Sektoren und Leute, Betriebe zittern, sobald als Notbeschländer hier Lehnen auf die Blut setzen.
Aber sie können nicht gleichzeitig den Wert von der Arbeit draufsetzen, erfährt und Leute laufen hin fort. Aber was geschieht an der laufenden Tripartit, Kolleginnen und Kollegen? Als Regierung möchte auch ganz seriös ein Propos, die Leute könnt ihr auch Schack kriegen, für die Indexmanipulation zu kompensieren. Aber Schack, just für die Residenten. Einfach mal so 200.000 bald Halschen von unseren schaffenden Leuten sollen auch keinen Index kriegen, aber dann auch keinen Schack. Auch die Propos nicht vergiss. Nogibel steht an für Altleute, gegen Diskriminierung, unabhängig von ihrem Wohnort, und dasselbe gilt natürlich aber auch für die, die hier am Land leben, die aber keine Lützeburger Pass haben. Die Tausenden und Tausenden von Immigranten hier am Land, die das Land auch zu dem machen, was das ist. Und die auch noch immer diskriminiert gehen und nicht dieselben Chancen haben. Kolleginnen und Kollegen, ich weiß das lang, erlaubt man nach einem kurzen Wort, ich probieren zu kürzen, zu dem so viel diskutierten sozialen Index. Der populistische Angriff, der Politiker Patronat um Index reiht, den aber kein von ihnen wirklich will. Weil wenn wir dann der Meinung sind, dass dem mit der dicker Pai kein oder Männer-Index braucht, und dem mit der kleiner Mei, wenn das der wirklichste Wunsch von denen wären, die als das wollen verkaufen, bedeutet das dann, dass an allen Sektoren mit den niedrigen Löhnen dort Patron ihre Leute mit einem hohen Index wollen ausbezahlen. Am Horeca, am Kommerz, am Nettoyage, am Bau, am Handwerk. Herr Rackinger, will der wirklich ihre Leute mehr geben wie die 2,5% pro Indextranche? Für das es mir sozial gerecht ist. Für das sie dann an den anderen Sektoren mit den hohen Löhnen keinen Index müssen ausbezahlen. Am Bankensektor zum Beispiel, da gibt er dann dem Patron den Index schenken. Und die Leute Kaufkraft holen, die da will, vielleicht eine neue Heizung. Versteht, dass man da stutzig gehen. Weil wenn ihr wirklich mehr Sozialgerechtigkeit will, und auch etwas gegen Scheier machen zwischen Arm und Reich, man darf erst auch nicht mit Hannah und Face gegen besser lehnen. Für was wird erst dann so gegen den besseren Kollektivvertragsgesetz? Das bleibt uns noch immer versprochen. Aber wenn dann die drei Regierungsparteien den Index so unsozial fanden, dann hätten wir die Idee, wie sie endlich mehr Sozialgerechtigkeit könnte schaffen. Mehr jahrelang uns auf all diese wesentlichen Fragen nicht viel bewegt. Und dafür seht den OGBL, gerade lo muss etwas passieren, ob der Kaufkraft von den Leuten. Kannergeld muss substanziell abgehen für all die Jahre, wo wir schon drauf verloren haben. Der Mindestlohn, der muss hinter Jahren erhöht gehen. Das ist alles, was die Regierung fertig gebracht hat. Die Allokation de vie chère, die muss verdoppelt gehen und nicht ein Prim von 200 €. Und das ist aber nicht mehr während Covid möglich gewesen. Kollektivvertragsgesetz, das muss endlich reformiert gehen. Das bleibt auch just ein eides Versprechen aus dem Regierungsprogramm. Kolleginnen und Kollegen, die List von den politischen Handlungsdefiziten, die geht immer mehr lang. Den Index als sozial ungerecht zu uns. Mit denen, die will etwas für Sozialgerechtigkeit machen, muss es bei den Steuern machen. Wir fordern Steuergerechtigkeit. Männerbesteuerung auf der Arbeit, mehr Besteuerung auf dem Kapital. Es muss endlich gestoppt geben mit den Steuererhöhungen bei den Leuten. Gerade nun brauchen wir eine Anpassung von unserem Steuerbarem und der Inflation. Eine Strackung vom Barem. Aber wenn wir bei der Lüt gegen die Ungleichheiten sind, für was geht dann noch immer nicht seriös gemäht gegen die Explosion von den Wohnkasten hier am Land? Wir können doch nicht zusammen weiter akzeptieren, dass die Angst sich quasi hier ganz Leben verschulden müssen, sich kein Haus mehr können leisten, während die anderen sich ständig darüber bereichern. Kolleginnen und Kollegen, die Lobbyisten von den privaten Promoteuren, die haben einfach einen verdammt guten Job gemacht.
Sie können sich weiter wahnsinnig bereichern. Und dadurch Kasten von allen guten Leuten. Und noch Kasten von den Leuten, die auf dem Logement à prix abordable gewesen sind. Für was dann Politik do nicht durchgreifen? Keine Spekulation am großen Stil. Wir warten nicht endlich eine seriöse Mietpreisbremse, die auf Dauer die Leute aufbremst. Das Regierung hat hinter 8 Jahren versucht, etwas zu erholen. Und wir gerade Lohnthema gewesen. Wir stehen an unserem Leben an unserer Arbeit für einen großen Wandel. Die Arbeitswelt von morgen geht ein ganz anderer. Wir wissen das alle. Wir brauchen gerade starke Aufsicherungen für das Salariat. Gekoppelt mit modernen Visionen von der Digitalisierung, von der ökologischen Transition, vom Work-Life-Balance. Mit Digitalisierung von der Arbeit, die kann ja nicht ohne Eis gemäht gehen. Die kann nicht mit Eis gemäht gehen. Das muss am Sozialdialog passieren. Und noch am Klimaschutz. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es muss nur direkt gehandelt gehen. Und wir stehen für Klimagerechtigkeit, für eine gerechte Transition. Wenn wir wollen, geringe Arbeitsplätze schaffen, auch wenn wir wollen an eine carbonfreie Gesellschaft kommen, aber da kann das nicht mehr auf eine Art und Weise gemäht gehen, die sozial gerecht ist, die fair ist mit den schaffenden Leuten und ihren Familien. Unabhängig von wo sie geboren sind. Unabhängig von wie viel sie im Portemonnaie haben. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir wollen an dieser modernen und geringen Arbeitswelt kommen, dann geht das nicht mehr mit gut bezahlten Jobs und unter guten Arbeitsbedingungen. Und zu guter Arbeit gehört es doch, können sein Berufsleben und sein Privatleben in den Hut zu kriegen. Es gehört doch dazu, nicht Futti zu gehen und zu viel Arbeit. Und dazu gehört doch, Männerstunden schaffen bei gleichem Lohn. Auch da das modern und auch dafür steht nur modern. Kolleginnen und Kollegen, für aufzuschließen. Wir sind froh, heute einen starken OGBL zu sehen, der zusammen steht für die Interessen der Leute. Die Zeiten, die jetzt durchkommen, das gibt keine einfachen Zeiten. Wir sind uns das bewusst, wir sind bereit, für du wieder zu gehen, was nötig ist. Es soll keiner darunter zweifeln. Aber schon erkennen und sie gut bezahlen, das muss ihm noch viel geregelt gehen. Weil wir alle zusammen sind in unseren Bergen. Kolleginnen und Kollegen, Sie nennen Ihren Park Solidaritätspark. Solidarität kann nie just einseitig sein und in eine Richtung gehen. A Politik, a Patronat brauchen uns keine Lektionen zu gehen an Sache Solidarität. Weil das sind die OGBL-Werte, die gewerkschaftliche Solidarität von allen schaffenden Leuten, von allen Rentner, aus allen Berufen, an alle Qualifikationen, aus dem öffentlichen, aus dem privaten Bereich, Mann oder Frau, Lützeburger, Ausländer, von hier an der Grenze. An dieser Krise, die gewerkschaftliche Solidarität, und auch darüber hinaus, das ist der richtige Weg an Zukunft. Kolleginnen und Kollegen, vive den 1. Mai, vive den OGBL, vive den Index!